Moin zusammen, ich bin's wieder, der Harm, und heute spiele ich wieder Obduction. Ja, ich habe mir jetzt so meine Gedanken gemacht und habe ja an der Werkstatt diese Nummernschilder gefunden und das ist die einzigste Möglichkeit hier. Ich habe die Wählscheibe in der Telefonzelle gesehen. Da sind ja Zahlen und Buchstaben drauf und auf dieser Wählscheibe ist gar nichts drauf. Und jetzt werde ich diese Nummern einen nacheinander durchgehen. Irgendwo muss ja was sein. Ich hatte ja gesagt, festgestellt, dass Z fehlt. Da habe ich gesagt, wunderbar, dann können wir schon mal alle Nummernschilder, wo ein Z drin vorkommt, streichen. Ja, was habe ich festgestellt? Es gibt kein Nummernschild, wo ein Z vorkommt. Das sieht ja schon mal sehr gut aus. Und ich fange jetzt einfach mal oben an. Irgendwo muss ja was passieren hier. So, als erstes ein P. Das ist die 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. V. V ist 8. 0, 9. Es ist 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der Punkt da ist 7, muss ich mir merken. So, 9. 3. 2. Vergiss es. Geht nicht. Na, das wollte ich doch gar nicht. Na, will ich nur mal durch. Gut. 3. A. D. Muss hier sein. Auch nicht. X. Das ist bei 9. 6. Und 1. Können wir auch vergessen. Wo ich so alle Nummern soll, dann brauchen wir weiter unter. Vier. H ist nochmal 4. 1. 6. 6 ist eine vor 7. 9. Und
3. Auch nicht. Ach, jetzt habe ich wieder meine Maus bewegt. Fälschlicherweise, Gott. Habe ich irgend noch eine Nummer, die mit 3 beginnt? Die. Da, die kommt mit. Die. Das ist mit 3 beginnt. Dann kommt J. J ist 5. M. 6. 2. 9. 5. 'Ey, ich war noch gar nicht fertig. Dann habe ich da was ausgelassen. Ah. Scheiße, ey. So. 4. Kommt H. Ist auch 4. Ach nee, ich glaube, die hatte ich schon, die Nummer, ne? 1. Ah! Kann man das löschen? Aber den hatte ich schon. Ich versuche es mal. 1. Er. 7. 2. 9. 5. Und 8. Oh! Yeah! Ja, das ist gut gewesen. Brauchen wir nicht mehr wählen. Grün, grün. Hier ist ein Monitor. Da ist was. Hunrad, Mary, Mofang und Katar.
Da kann man nichts drücken. Scheint irgendwie ein Quatschgerät zu sein. Hier ist zwar Kabelei, aber kein Saft. Immer wenn man was gelöst hat, kommt wieder was anderes. Was ist da? Autoreifen. Was ist das? Wo geht das Kabel hin? Ein rotes Kabel geht da nach unten. Ich weiß auch nicht. Kann wohl ein Dynamo sein. Aber Saft gibt es deswegen auch nicht. Also hier kann ich erstmal nichts machen. Hier komme ich her. Geht's noch ein tiefer? Da ist erstmal eine Tür, da will ich hin. Ich will erstmal wissen, wo ich hier bin. Ich kann mir denken, wo ich hier bin. Ich hab's gewusst. Die Tür kam mir so bekannt vor. Joseph. 4 Major. Joseph will Chef werden, oder was? Das Abbauniveau wird automatisch gemessen und reguliert. Von den Fehlern hergestellte extruierte Kabel werden direkt mit der Kuppelmembran verbunden. Wird der maximale Energielastmarke überschritten, löst diese die Abbauphase aus und eine elektrische Ladung baut sich auf, die dann ins Wasser geladen wird. Durch Elektrolyse werden dabei Wasserstoff und Sauerstoff freigesetzt. Einen Teil davon fangen wir lang zur eigenen Verwendung auf, doch der größte Teil wird in die Atmosphäre entlassen. Diese Vorgehensweise könnte bedenklich sein, wenn das Ökosystem nicht in der Lage wäre, unsere Atmosphäre zu filtern und für diese stets ideale Zusammensetzung zu sorgen. Ein Überschuss an Wasserstoff und Sauerstoff sowie durch das Verfahren erzeugte Druck werden in kürzester Zeit von der Membran wieder ins Gleichgewicht gebracht. Und wie Sie wissen, ist das Schwimmen während des Betriebs des Entlasters untersagt. Ich nehme einen Schluck Kaffee. Herr Bürgermeister, nachfolgend finden Sie die gewünschten Informationen zum Entlaster, seiner Geschichte und einem Teil seiner Funktionsweise. Solange wir denken können,
ist der Energielevel des Ökosystems beständig angestiegen. Es war Bürgermeister Sims, der verlangte, dass diese Energie aufgefangen und abgebaut werden sollte. Und so wurde das Entlasterprojekt geboren. Der Tod von Bürgermeister Farley hatte bei Bürgermeister Sims und einigen anderen Misstrauen erweckt. Und Sims hielt es für besser, die Ausreifung des Systems zu verhindern. Solange niemand wusste, was genau beim Entstehen von Früchten mit der Zellwand geschehen würde, wäre es nicht empfehlenswert, dann wäre es nicht empfehlenswert, es sich möglicherweise öffnen zu lassen. In einem solchen Fall könnte das, was sich außen befindet, ins Innere dringen, das, was eventuell im Inneren zu finden ist, nach außen gelangen. Das System ist durchaus in der Lage, alle 4 verbundenen Welten zu drosseln. Wie Sie wissen, ist diese Idee dahinter, die Kraft des Ökosystems zu unterdrücken und zu verhindern, dass die Bäume voll ausreifen. Die Annahme, dass durch Unterdrückung verhindert werden kann, dass uns bekannte der uns bekannte Reifungsprozess seinen Höhepunkt findet, hat sich inzwischen bestätigt. Wir sind also in der Lage, die Reifung der Bäume direkt zu kontrollieren. 1 von 2, also. Ist das 2 von 2 oder was? 2 von 2, ja gut. Ne, was ist denn das für eine Tür? Höchst interessant. Also, ich habe das Schema wohl nicht begriffen. Und wo bin ich hier? Ach, hier bin ich. Hier ist der Schrottplatz. Hier ist dieser Kreisverkehr hier. Ja. Okay. Dann muss ich mal gucken, ob es mit dem Fahrstuhl noch weiter nach unten geht. Es ist ja noch eine Etage drunter hier. Das sind die Chefs oder was? Hier liegt ein Nummernschild. War das Nummernschild, was ich gebraucht hätte oder was? Warnung, nähert euch keinem Gerät, das auch nur im entfernt ist. Ja gut, das kennen wir. Da steht was drauf. Minnesota. Aufschreiben. Heißt sicher was. Minnesota. Notiert. Da steht nichts drauf.
Unser Hinweis, ein Hinweis auf diesen Code wurde unter den Richtungsangabe unseres ersten Bürgermeisters platziert. Erster Bürgermeister. Anscheinend sind die Ratsmitglieder der Ansicht, dass wir viele Sitzungen erhalten. Da der Plan jetzt genehmigt ist, können wir uns vielleicht noch nach alle 2 Tage treffen. Als ich wegen seiner Abwesenheit mit Cecil sprach, habe ich auch das Thema der Sicherung des Turms angesprochen. Außerordentliche Ratssitzung. Wer war denn der erste Bürgermeister? Dann macht er was irgendwie fett gedruckt. Die eine Seite da. Bonk. Der erste Bürgermeister. Warte mal, wer war denn hier der erste? Hier stehen doch die ersten Bürgermeister. Aber da komme ich jetzt nicht hin. Luther Wasco war der erste Bürgermeister. Was ist das denn jetzt für ein Ding hier? Hier ist kein Strom. Oder was? Geht nicht. So, hier sind wir jetzt ganz unten, wa? Oh, hier wohnt einer. Hier, das ist ein Teil von dem Zettel, den ich hier hatte. 1 und 5 hatte ich auch raus. 18 und 158. Aha. Gut, das Rätsel. Die Zahlen habe ich dann ja richtig, aber wofür ist das gedacht? Ich weiß es nicht. Ein Grammophon. Muss ich den lange drehen oder was? Was ist das für ein Krummhorn-Quintett?
Muss ich mir denn jetzt die ganze Platte anhören? Boah, die sollten hier mal wieder eine Toilette reinigen, ey. Kommt da jetzt dasselbe wieder, wenn ich das wieder anstelle? Dreh. Ne, das war wohl nur zu meiner einer Belustigung. Ich glaube, ich habe was aufgemacht. Bitte. So. Oder waren es 2 Etagen höher? Oh ne, hier warst du, ne? Ja! Der Baum ist auf, der Baum ist auf. Hallo Baum, ich bin's der Hahn. Und wenn du dich jetzt fragst, wie es weitergeht, das erfährst du, wenn du dir den nächsten Teil ansiehst. So, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Teil. Bis dann. Winke.